Hallo, hier ist wieder die Sylph mit Schweizerdeutsch für Idealisten. Und Sie haben vielleicht gemerkt, meine Lieben, oder ihr habt gemerkt, ich darf auch jetzt mal duzen. Ich kenne euch nicht alle, aber ihr dürft auch du zu mir sagen. Ich höre das gerne, die Sylph hört das immer gerne. Also wie gesagt, Idealisten wissen, dass Schweizerdeutsch eine hochemotionale Sprache ist, wie jede Mundart. Das habe ich schon erklärt. Wir waren letztes Mal beim Excusez, wir waren beim Aufstehen und das Schweizerdeutsch ist voll von ganz langgezogenen, klingenden Vokalen, die auch in der Schriftsprache, also wenn Sie das schreiben, als solche geschrieben werden, nämlich Doppel-U. Sie können auch Dreifach-U schreiben, je nach Emotionalität. Heute haben wir einen neuen Ausdruck, wieso sage ich wir, was bilde ich mir ein? Ich bin nur ich, ja, nicht noch mein Neben-Ich und so. Wobei es gibt doch diesen berühmten Schriftsteller, der sagt, wer sind Sie und wie viele? Ja gut, also da könnte man drüber streiten, da müssten wir drüber nachdenken, aber nicht jetzt. Jetzt haben wir den Ausdruck. Er heißt Ohalatz. Gut, nicht wahr? Also Sie können wieder viele Interpretationen zulassen. Sie können zum Beispiel sagen, Ohalatz. Oder Sie können sagen, Ohalatz. Ja? Aber schauen Sie immer, dass Ihr Gesicht etwas angenehm bleibt, dass Sie schön bleiben als Frau. Ohalatz. Merken Sie, das ist ein Strahl. Ja, eine sogenannte strahlende sprachliche Emotionalität. Und das Ohalatz bedeutet ganz einfach, es ist ein Staunen, oh, oder oder ah, aber mit zerstörerischem Abgang. Ja, also Sie merken, dass wie beim Wein, auch die Sprache genießt man, die schweizerdeutsche Sprache wie Wein. Ohalatz. Und das ist so leicht zurückgezogen und das ist dieser zerstörerische Abgang. Denn wenn Sie Ohalatz sagen, dann sagen Sie nicht Excusez oder sonst was, sondern eben Ohalatz. Und Sie erstaunen, und wie wenn Sie staunen und das bleibt kurz stecken und das ist halt in der Sprache super gelöst mit dem Z. Ja, da müssen Sie nicht hinten machen, weil das sieht blöde aus. Das wusste der Schweizer Sprachschöpfer, der sagt dann, sieht gut aus, wie so noch ein Impuls, ein letzter Impuls vor dem Desaster. Gut, Sie erstaunen, weil Sie irgendetwas sehen und in dem Erstaunen geht der Atmung und alles hoch, nicht wahr? Der Puls steigt, Adrenalin schießt hoch und setzt sich wieder. Das hat eigentlich ganz klar gesagt, auch medizinische Vorteile. Das muss man auch jetzt mal sagen, die schweizerdeutsche Sprache, und das hat man untersucht, hat medizinische Vorteile, gerade bei dem Ohalatz. Sie merken, das Adrenalin geht hoch und dann setzt es sich beim Z wieder zurück. Und wie der Schweizer ist, geht er dann znüni essen oder zvieri essen. Denn bei dem Z hat er sich wieder gefunden, ist zu sich selbst zurückgekehrt. Das wissen Sie, das ist wichtig, wenn Sie so exaltiert nach außen gehen. Sie kehren zu sich zurück, in Ruhe, in Bestimmtheit, um mit der Situation gut fertig zu werden. Und deshalb sind die Schweizer immer noch neutral, wegen dem Ohalatz und anderen Sachen. Mehr dazu in den nächsten Videos. Ich freue mich auf Sie. Hallo und auf Wiedersehen, die Sylph. Und im Abspann noch etwas von unserer Musik. Und einen schönen Tag euch. Tschüss!